Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Axel Dörken und wie ich gesehen habe, hilft das Publikum hier mit, das ist sehr von Vorteil. Die Thematik Transition Town, Energiewandel, Bewusstseinswandel im Allgemeinen ist eine sehr wichtige, denke ich. Was ich mich immer wieder frage ist, wenn wir mit den gleichen Ergebnissen, mit den gleichen Methoden immer die gleichen Ergebnisse erzielen, wieso machen wir denn mal weiter? Wieso lassen wir nicht los? Und da fängt dann meine Thematik an. Ich selber arbeite als Zufriedenheitsentwicklungshelfer. Das heißt, ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, will ich weiter egoistisch mit Ellbogen kämpfen, auf Kosten anderer, oder will ich das ändern? Und habe dann in meinem Unterbewusstsein angefangen zu arbeiten, habe eine Methode entwickelt, die zur Bewusstseinsänderung geeignet ist. Und im Verlauf dadurch bin ich dann hier auf diesen Kletterkurs gekommen. Danke. Wie denken wir Unternehmen und Unternehmungen neu? Das Konzept, wie gehabt, Probleme lassen sich nicht mit denselben Strukturen lösen, mit denen wir sie erschaffen haben, hat schon Albert Einstein damals erkannt. Und wir haben nichts draus gemacht. Wenn wir andere Ansätze für andere Ziele nehmen, bekommen wir auch eine andere Zukunft. Ausgrenzung. Immer mehr Menschen erleben sie immer intensiver. Zum einen die sie immer erlebt haben, Menschen ohne Arbeit, Menschen mit Handicaps. Und neuerdings immer mehr Kinder, Rentner, Menschen mit individuellen Lebenskonzepten. Die Frage ist, wollen wir das so weitermachen oder nicht? Ihr kennt das bestimmt. Ihr baggert und baggert. Irgendwann denkt ihr, Mensch, jetzt soll ich eigentlich loslassen. Aber ihr traut euch nicht, Angst. Der Prozess des Wandels, ein ganz natürliches Konzept, ist mittlerweile zum Alltagsproblem geworden. In der Natur geht es aber immer bergauf und bergab. Auf und ab. Und logischerweise auch in der Wirtschaft. Es kann kein unbegrenztes Wachstum geben. Blödsinn. Da kommt halt die Frage, wie tickt der Mensch? Wir denken immer, wir sind rationelle Wesen. Stimmt aber gar nicht. Denn Ariely hat in seinem Buch herausgefunden, in seiner wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden, dass der Mensch zu 97 bis 99% irrational tickt. Das Buch Denken hilft zwar, nützt aber nichts, kann ich nur jedem empfehlen. Das haben wir. Wollen wir das? Das Ergebnis, wenn Profit und Denken über allem steht. Profitdenken. Ich möchte eine andere Zukunft. Wer eine bestimmte Ernte erleben will, er weiß es, tut gut daran, zu sehen, zu hegen und zu pflegen, was sie ermöglicht. Natürlichen Prinzipien folgend ist alles möglich. Das ist auch der Grund, warum die Wissenschaftler immer mehr bei der Natur abkupfern. Das ist der Grund, warum Unternehmen immer mehr bei der Natur abkupfern. Sie ist der Meister. Wie wirtschaftet die Natur? Wie wirtschaften wir? Vom Wirtschaften als Mittelpunkt zum Wirtschaften als Mittel. Punkt. Wirtschaften ist ein Teilaspekt des Lebens. Wir haben ja einen Thron gesetzt, einen Altar. Wollen wir das? Wollen wir, dass das Geld uns bestimmt? Gemeinsam anderes erreichen. Der Königsweg zum Miteinander führt über uns selbst. Bild, zweite Karte erwischt. Ja, sagen wir uns ja, reicht schon. Also wenn wir einen Thron, einen Altar brauchen, dann lass uns doch das Miteinander nehmen. Und da haben wir es mit dem Königsweg, der zum Miteinander führt grundsätzlich über uns selbst. Wenn wir uns selber achten, wenn wir uns selber wertschätzen, dann können wir auch andere achten und wertschätzen. Das haben uns unsere Eltern beigebracht, unsere Großeltern, aber haben wir es verinnerlicht? 80% der Menschen, wenn sie angesprochen werden, wenn es ein Grundeinkommen gäbe, sagen, ja, wir würden ja weiterarbeiten. Die sagen aber auch zu 60% die anderen nicht. Unser Angebot fügt sich in das große Ganze ein. Natürliches Wachstum ist anarchisch. Wer dabei sein will, ist dabei, wer nicht, der nicht. Web 2.0. Über die Methode hinaus in die Menschheit bringen, in die Natur bringen. Interaktiv. Open Source war eben das Stichwort. Entrepreneurship 2.0. Ganz, ganz tolle Themen. Sie selbst und anderen Antworten geben. Cradle to Cradle, das ist doch beim EPA-Institut, das heißt von der Wiege bis zur Bahre. Das heißt, mit Ressourcen sinnvoll umgehen. Möglichst wenig Ressourcen, möglichst lange und möglichst oft recyceln. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Brücken bauen. In den meisten Unternehmen geht es heute mit Kontrolle und Druck ab. 87% haben keinen Bock mehr, volle Leistung zu bringen. 13% sind nur noch engagiert dabei. Warum? Weil wir unsere Mitarbeiter behandeln wie kleine Kinder. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Wir bieten Brücken auch dafür an, dass Schulung und Bildung möglich ist. Wir haben kein Bildungssystem, wir haben ein Schulungssystem. Da wird erklärt, das ist richtig. Wer das richtig lernt, kriegt eine 1. Wer sich ein anderes Bild macht, bleibt sitzen.
Wir helfen, damit unsere Kunden sich informieren können. Wertvolle Traditionen wollen wir bewahren, neue Möglichkeiten nutzen, zeitgemäße Wege gehen und zeitgemäße Strukturen nutzen. Anderes Denken, andere Prioritäten. Unsere Dienstleistung. Der Dreiklang von Körper, Geist und Seele ist das, was bei uns zählt. Wir bieten an Klettern und Bouldern, Fitness, Entspannung, Meditation und Yoga, Sauna und Massage, Diagnostik und Therapie, Beratung und Bildung und als Dessert Biogastronomie und Bio-Catering. Alles Aspekte, die wir heute neu denken können. Unsere Strukturen im Unternehmen, wir wollen eine Genossenschaft machen, damit jeder gleiche Stimmrechte hat, egal wie viel er hat. Wir wollen eine Stiftung aufbauen, damit jene, die sich die Preise bei uns nicht leisten können, aus der Stiftung bezuschusst werden. Die Gewinnaufteilung im Unternehmen geht 25% an Investoren, und so weiter. Die Freiwilligkeit als Grundprinzip, das ist unser A und O. Weil wer freiwillig arbeitet, wer freiwillig was machen kann, leistet automatisch mehr. Mitbestimmung, auch beim Geld. Löhne und Preise, auch für die Kunden, frei wählbar. Für alle, die meinen, dass das nicht geht, Buchtipp, das Semco-System. In Brasilien seit 30 Jahren zeigt uns der Unternehmer Semco, wie es funktioniert. Götz Werner mit DM und so weiter, alles schon da gewesen. Wer bei uns investiert, investiert in den einzelnen Menschen und die Menschheit im Gesamten. In jedes Lebewesen und die Natur an sich. Monetäre Renditen ermöglichen uns soziale und ökologische Renditen. Ganz wichtig. Für den Erhalt der eigenen Art. Weil wir brauchen die anderen nicht schützen. Wir müssen uns schützen. Aus Fehlern lernen und die passenden Antworten finden. Die passenden Antworten nutzen. Weitere Infos und die auch für Spenden gerne Spendenkonto findet ihr unter www.alico.eu. Und bitte weitersagen. Wer Kletterkurs in Gütersloh eingibt, findet auch immer zu uns. Da wird die Präsentation auch nochmal zu sehen sein. Ja, und zum Schluss nochmal danke all jenen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt erdacht und präsentiert werden konnte. Danke an die ganzen Fotografen, die mir ermöglicht haben, die Bilder zu nutzen. Und danke natürlich für euch, für dich, für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, auch vielen Dank.